Salut zusammen! Ich bin gerade in Frankreich, wo ich ein bisschen mein Französisch verbessere, aber das wissen ja die meisten schon. Ich komme demnächst zurück in die Schweiz, habe jetzt aber gerade kürzlich 20.000 Abonnenten erreicht und tu jetzt als kleines Special eure Fragen auf Snapchat beantworten. Ich weiss, der Februar neigt sich langsam am Ende zu und ich habe angekündigt, dass im Februar ein Video kommt, warum ich Cannabis legalisieren würde. Das lenkt mir leider nicht mehr. Ein Skript ist geschrieben, aber ich kann es einfach noch nicht genug gut umsetzen. Ich bin in dieser Hinsicht halt sehr perfektionistisch, vor allem weil ich auch den Eindruck habe, dass das ein Thema ist, das vielen Leuten in meiner Community viel bedeuten könnte. Also, wieso interessiere ich mich für Politik? Wie es mich betrifft, als Schweizer, der in diesem Land auch noch weiterhin leben möchte, interessiert mich natürlich, was unsere Politiker hier genau für uns vorhaben. Würde ich übrigens jedem empfehlen. Was gefällt dir am meisten bei deiner Community? Was gefällt mir am meisten bei meiner Community? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil mir mega viel an meiner Community gefällt. Einfach mal so ein paar Sachen aufzählen. Ich finde es mega toll, wie aktiv ihr seid, was ihr für Kommentare schreibt, dass ihr aufeinander eingeht, wenn jemand eine andere Meinung habt, dass ihr miteinander diskutieren könnt, ohne irgendwie gerade Beleidigungen rauszuhauen. Und ich finde es sehr toll, dass ihr alle Videos von mir bis jetzt gut gefunden habt. Es gibt ja manchmal andere YouTuber, die irgendwann ein Video aufladen, was die Community findet, nein, scheiße, das geht gar nicht. Aber bis jetzt, ihr habt jedes Video von mir gut gefunden, das freut mich unendlich. Weil ich habe oft sehr, sehr grosse Zweifel, bevor ich ein Video auflade, weil ich es immer perfekt haben will und es natürlich nie perfekt kann sein. Ciao Lionel, ich bin Roger aus Basel und ich wollte wissen, wie stehst du dazu, dass man erst 2017 von Geld verlangen für Plastiksäckchen? Der Roger von Basel hat gefragt, wie stand ich dazu, dass man erst im Jahr 2017 hat angefangen Geld zu verlangen für Plastiksäckchen. Ehrlich gesagt finde ich 5 Rappen nichts. Aber ich hätte nie gedacht, dass der Verbrauch von diesen Plastiksäckchen um 80% zurückgeht, wegen 5 Rappen pro Stück. Aus ökologischer Sicht würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen, einfach gewisse Produkte nicht zu kaufen, die irgendwie mit dem Flogi von Übersee in die Schweiz geflogen werden. Weil das ist ja eigentlich das, was wirklich schädlich ist fürs Klima. Wann machst du wieder mal ein Video mit der Noelia? Sobald wie möglich. Also ich versuche in Zukunft wieder ein bisschen mehr mit YouTuber und anderen Videoproduzenten zu machen. Vor allem weil ich auch merke, wie viele Leute mir schreiben, bitte mach doch mal etwas mit der, bitte mach mal etwas mit dem. Hast du in der Schule gerne Französisch gelernt? Habe ich in der Schule gerne Französisch gelernt? Nein, absolut nicht. Ich glaube, jeder Schweizer Schüler hasst Französisch. Jedenfalls habe ich noch keinen kennengelernt, der es jetzt so richtig geliebt hat. Ich habe es nicht gehasst, aber ich habe es nicht gern gehabt. Hingegen muss man sagen, dass ich mein Schwerpunktfach Italienisch sehr, sehr toll gefunden habe, obwohl das ja von der sprachlichen Ebene etwas sehr Ähnliches ist. Hallo Lionel, könntest du ein Video in Aarau drehen? Da gibt es ziemlich viele dumme Leute. Gruß aus Sur. Hahaha, er ist nicht einmal Aarauer. Ja, kann ich machen. Ich plane, so viele Städte wie möglich zu besuchen. Natürlich jetzt nicht irgendwie Hinterduckingen oder so, was einfach mal 2 Einwohner hat, aber Aarau ist auf jeden Fall genug groß, dass ich in nächster Zeit mal dort vorbeischaue. Hi, meine Frage ist an dich. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn zum Beispiel jemand nicht weiss, was eine politische Partei ist? Und noch ein Grüß aus dem Wallis und ich finde deine Videos sehr lustig. Mach weiter so. Danke vielmals. Gruß zurück ins Wallis. Saugeiles Restaurant im Wallis. Restaurant Mosalp, oben bei Törbel. Beste Burger auf der Welt, Stieki Burger. Ich liebe es. Schade ist es so weit von Basel weg. Aber ja, also ich versuche ja während der Videos immer so ein bisschen eine seriöse Etikette zu machen, auch wenn es eine dumme Antwort ist. Manchmal gelingt mir das nicht, zum Beispiel wo eine Adolf Blocher gesagt hat, da habe ich mich einfach nicht mehr heben können. Einfach weil es auch eine sehr, sehr gute und lustige Antwort war. Auf der anderen Seite weiss ich aber auch sehr gut, dass kein Mensch gescheite Antworten sehen will. Das heisst, ich bin auch sehr dankbar, wenn dumme Antworten gegeben werden, weil ihr wisst ja ganz genau, wenn ich ein Interview führe und 9 Antworten gescheit sind und eine dumm, dann kommt nur die dumme ins Video. Ich werde gefragt, was ist mein Ziel in diesem Jahr? Abonnentenmässig habe ich mir jetzt dieses Jahr kein Ziel gesetzt. Was mir aber wichtig ist, dass ich zum Beispiel meine Abonnenten darauf aufmerksam mache, dass es mir eben nicht nur auf YouTube oder auf Facebook gibt, sondern dass ich eben versuche, meine Abonnenten dazu zu bringen, mir auf so viele Kanäle wie möglich zu abonnieren. Und was ich momentan auch mache, ist, ich versuche meine Facebook-Community ein bisschen grösser zu machen. Leider fehlt mir dort momentan noch ein bisschen der Bezug zur Community. Hier in den Kommentaren auf YouTube steht immer so, Lionel machst das, Lionel das. Auf Facebook weiss glaube niemand, dass ich Lionel heiße. Aber trotzdem versuche ich meine Facebook-Community genauso groß zu machen wie auf YouTube. Hallo Lionel, meine Frage an dich was war der peinlichste Augenblick in deinem Leben gewesen? Was war der peinlichste Augenblick in meinem Leben gewesen? Es gibt ein paar.
Ich bin ja über 9 Jahre mit meinen Kollegen im Wallis Skifahren, genauer gesagt in Törbel-Bürchen. Und dort hat es einen Hügel, wo so eine Schanze ist. Und ja, ich bin dann der Letzte von meinen Kollegen. Habe richtig viel Schwung genommen, bin gesprungen, geflogen und beim Landen ist mir die Skihose runtergerutscht. Gerade so von einer recht grossen Skigruppe. Und die haben sich schlapp gelacht und ich bin, Gott sei Dank hat man es unter dem Helm nicht gesehen, aber ich bin hochrot an denen vorbeigefahren. Sally Lionel, ich habe eine Frage noch. Was war die peinlichste Frage, was du an einen Passanten jemals gestellt hast? Naja, mir fällt etwas ein, das war jetzt nicht wirklich peinlich gewesen, sondern eher, ich bin einfach peinlich berührt gewesen. Als ich in Luzern ein Video gemacht habe, sind mein Kameramann und ich von einer Frau angesprochen worden, die offensichtlich unter Drogen gestanden hat. Und sie hat unbedingt interviewt werden und hat, aber ist völlig meschuge, also völlig gesponnen gewesen. Und wir haben sie dann interviewt, einfach weil wir es haben quasi, wir hätten sonst nicht weitergehen können, weil sie ist dranbleiben bei uns. Die Leute, die an mir vorbeigelaufen sind, haben es nicht toll gefunden, dass ich die interview, weil sie natürlich nicht gewusst haben, dass ich schon von Anfang an gewusst habe, dass ich die nicht veröffentlichen will. Und die haben gedacht, ich will sie öffentlich bloßstellen. Aber es ist einfach, ja, ich bin halt peinlich berührt gewesen, weil es mir halt sehr leid tut für die Frau. Aber ich habe es nicht veröffentlicht. Wieso hat deine blaue Jacke ein Loch unterm Ärmel? Das ist im Fall kein Loch, das ist so eine braune Platz, oder wie man das auch immer nennt, auf Baseldeutsch heisst es Platz. Das ist nur so ein Stück Stoff mit einer anderen Farbe, wo einfach gerade an einer Stelle ist, wo halt bei gewissen Bewegungen von mir der Eindruck entsteht, dass es sich hier dabei um ein Loch handeln könnte, aber es ist ein Stück Stoff. Ciao Lionel, und zwar ist meine Frage an dich, ob es wieder mal ein Gaming-Video auf deinem Kanal mit dem Martin gibt. Es ist unglaublich, wie viele Leute sich den Martin zurückwünschen und ich bin einer davon. Martin seine Videos sind bis heute, ich würde sagen, die besten Videos, die auf YouTube je auf Schweizerdeutsch produziert worden sind. Leider hat er zu viel um die Ohren. Er könnte sich aber vorstellen, Livestreams zu machen. Das heisst, es lohnt sich, seinen Kanal zu abonnieren, der unten verlinkt ist. Vielleicht noch ein paar Sachen zum Schluss. Mega, mega, mega grosses Dankeschön für 20'000 Abonnenten auf YouTube. Ich habe nie damit gerechnet, dass es je zu so einer riesigen Zahl kommen wird. Danke vielmals. Merci vielmals und damit tschüss!